Im Schwebezustand. Ja, im Schwebezustand befindet sich auch dieses Let's Play, was doch schon einige Zeit dauert und nun mit dieser Folge fürs Erste, vielleicht sogar für immer, zu Ende gehen wird. Hi Freunde, willkommen zurück. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind jetzt bereits bei Part Nummer 160. Eine doch gewaltige Nummer, vor allem für, ja, wenn man so will, eigentlich eine Kampagne. Wobei, Kampagne ist natürlich nur in Anführungszeichen, wir haben so damals die Anno 1800-Kampagne damit begonnen, hier im Bright Sands, wo alles sowohl beginnt, beziehungsweise begann, als auch jetzt hier endet, also zumindest vorerst endet. Und ja, halt über die ganzen DLCs hinweg, die wir hatten, mit Cap Trelawney, mit der Arktis, halt diejenigen, die auch Story-Elemente in sich hatten, konnte man immerhin schön die alten Spielstände mitnehmen, die alten Gebäude mit natürlich Produktionsgüter, natürlich mit den neuen, wie jetzt den Zeppelin kombinieren, alles wunderprächtig. Und ja, damit haben wir eigentlich alles gemacht, was der erste Season Pass hergab. Und soweit ich sagen würde, auch ziemlich gut ausgereizt. Ja, mit Gas, ja, das ist so ein Thema, wo ich mir auch ein bisschen überlegt habe. Mit Gas wirklich halt ein Kraftwerk betreiben, beziehungsweise die Ölkraftwerke, die Standardkraftwerke durch Gasbetriebene ersetzen. Generell keine schlechte Idee. Ich glaube, um die ganze Insel zu wirtschaften, würde jetzt die 4, die wir jetzt in der Arktis quasi jetzt, ja, keine Ahnung, angestochen? Nee. Wie sagt man dem jetzt, wenn man eine Gasquelle gefunden hat und dort irgendwie Gas abpumpt? Egal. Jedenfalls haben wir trotz allem nur eine Bergungsstätte oder Moment mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn ich da nicht irgendwie das komplett Falsches erzähle. Wie nennt sich das Teil? Gasförderstätte. Vielen Dank. Haben wir halt nur eine Gasförderstätte gemacht. Auch aus dem Grund, weil du brauchst ja pro Förderstätte brauchst du 250 von den Entdeckern. Das ist nicht gerade wenig. Jetzt zwar hier noch 29 mehr dazu, aber, ne, Quatsch, nicht Entdecker, Techniker, sorry, sind ja Techniker, sind die zweite Stufe, die wir brauchen. Und da es ja in der Arktis, ähnlich wie in der neuen Welt, ja keine Dingsbums gibt, kein Pendler-Kai oder so ist das Teil doch, hallo? Okay, Sound sogar ein bisschen crazy. Ja, und da es halt in der neuen Welt plus in der Arktis keine Pendler-Kai gibt, ist es ganz, vor allem... Es gab da ein schreckliches Missverständnis. Und jetzt... Wir sind auf Sie vorbereitet. Nicht mehr lange. Denkt wie einer von uns. Deswegen ist halt die Frage, Chapeau. will man wirklich Gas so Schiff einsetzen, unter Beschuss. dass man damit halt nicht irgendwie neue Zeppeline baut, sondern wirklich die dafür Unter Ihrer Konkurrenz komplett ist ein nutzt, Krieg ausgebrochen. um, ja, in der alten Welt, Die kann man so Waffenruhe sagen, wurde beendet. ein Kraftwerk zu betreiben. Oder mehrere Kraftwerke. Kann jetzt so oder so sehen. Nichts mehr. Ist eh die Frage jetzt auch hier, man, wir haben, ja, hier haben wir halt auch trotz allem nur 4 Ölquellen, hä? Da wäre jetzt auch die Frage, ob die 4 Ölquellen sogar reichen würden für die komplette Insel hier oben. Dass gar keine mehr aus der neuen Welt irgendwie rüberschippern müsste, sondern alles hier machen Schiff könnte. unter Beschuss. Oder optimiere sogar alles und sage, hey, ich mache hier unten Norton eine neutrale Insel, wo ich einen ganz großen Ölhafen mache, alles hier hin liefere. Also sowohl von hier oben als auch von der neuen Welt, alles hier hin. Und dann von hier aus verteilen würde. Weil, war nicht nur das, war ja auch mal die Idee, dass ich sowieso hier sage, hey komm, alle Waren, ja Schnauze. Dass alle Waren, die aus der neuen Welt kommen, erstmal hierhin verschippere und dann von hier aus entweder hierhin oder hierhin, wo ich es halt gerade brauche. Also Optimierungsmöglichkeiten gäbe das Spiel noch viel, viel her. Ich könnte sicher nochmal 50, 60 Parts machen, bevor wir irgendwie alles hätten und dann gar nichts mehr zu tun gäbe. Aber das will ich nicht. Nicht jetzt nur aus dem Grund, weil, ja, momentan noch genug Geld. Nee, jetzt nicht irgendwie aus genereller Lustlosigkeit heraus, dass nicht das irgendwie der Grund ist. Oder irgendwie, wo ich mir sage, komm, noch 160 Parts, kann ruhig mal eine Pause machen. Geht mir eigentlich mehr vor allem aus, ja, doch, vor allem darum, dass wir halt
bezüglich Story nichts mehr zu tun haben. Ist eigentlich soweit alles getan. Wobei Story natürlich hier alten Welt, vor allem mit Bright Sands und dann ja, Cachiloni und die Arktis. Das waren coole Ansätze, aber der Abschluss der jeweiligen Story war immer sehr, sehr lame. Man hätte hier in der ursprünglichen Kampagne, hätte man noch am Schluss noch mehr machen können. Ich meine, angeteased wurde genug, aber daraus noch irgendwie was zu machen, was man in späteren DLCs noch hätte ausweiten können. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Da ist halt ein bisschen was, wo ich sage, schwierig. Sogar sehr, sehr schwierig. Ja, deswegen generell Story-Kampagne fand ich jetzt hier jetzt nicht so geil. Aber vielleicht kommt es noch. Wir wissen mittlerweile, es gibt einen zweiten Season Pass. Gibt dort eine Story-DLC, gibt's, das Land der Löwen heißt es, glaube ich. Und da geht es irgendwie darum, ähnlich wie bei Anno 1404, geht es ein bisschen mehr Orient-mäßig. Wobei, ich glaube, das wurde einmal so betitelt. Ihre Einwohner sind unzufrieden. Ja, aber generell soll es eher so sein, dass nicht Orient ist, sondern glaube eher Afrika, was auch mehr Sinn machen würde. Und das wäre eigentlich auch ganz geil. Ich dachte mir auch, dass Schiff wenn ich unter Beschuss. das dort, das Land der Löwen, machen würde, entweder würde es in dieses Let's Play integrieren, wo ich mir schon zuvor Gedanken gemacht habe, hey, wie könnte man noch dies und das optimieren, mir einen Plan zurechtgelegt habe und dass so die Motivation wieder da ist. Oder wenn ich merke, irgendwie, nee, Land der Löwen, das würde gar nicht gehen, mit diesem Spielstand zu kombinieren, oder ich hätte da gar keinen Bock mehr drauf, dass wir dann quasi sagen würde, komm, scheiß drauf und machen einen komplett neuen Spielstand, ja. Ja, hier Cachiloni, hier die alte Welt, Theoretisch kann man zwar hier oben, wobei es ist ja trotzdem der gleiche Kontinent, oder? Auch von der Fruchtbarkeit her und so, und den ganzen Gütern, das wäre alles das Gleiche. Aber wir haben trotz allem, kann man sagen, Anno 1800 macht schon viel. Wir haben ja auch die Arktis, die alte Welt, wir haben die neue Welt. Und hier unten könnte dann wohl das Land der Löwen dazukommen. Was auch immer das dann sein sollte. Eben, ich nehme mal an, es wird irgendwie Afrika oder so sein. Vielleicht wird es anders betitelt, das ist natürlich möglich. Schiff unter Beschuss. Und ich hoffe vor allem, dass die Idee mit den Zeppelin neu aufgegriffen wird, beziehungsweise weitergebracht wird. Momentan können wir Zeppeline zwar normal bauen, aber es sind ja alles nur Handelsschiffe. Wir können damit nicht irgendwie, es gibt noch keine Kriegsballone. Und du hast auch keine Möglichkeit, diese hier, normale Handelsluftschiffe, irgendwie abzuschießen. Weil sonst wäre es hier, also momentan relativ easy, wo ich mir einfach sage, okay, ich spare mir ein bisschen Einfluss auf, ich spare mir hier alles Mögliche an auch Treibstoff und so weiter auf und baue einfach so viele Luftschiffe wie es geht. Und werde einfach alle meine Handelsschiffe durch Luftschiffe ersetzen. Also einige werden es sowieso machen, da ist klar, vor allem diejenigen, die regionübergreifend sind, weil das lohnt sich echt. Aber andere, ja, ist halt so eine Frage, warum man das wirklich machen soll und naja. Deswegen momentan, das ist natürlich der eine Grund, wieso ich jetzt sage, hey komm, erstmal eine Pause machen wieder vom Ganzen, wir haben soweit gemacht, was wir machen konnten. Wir lassen uns noch ein paar Dinge offen, eher das Optimieren und auch noch gewisse Produktionsgüter, noch kälter sein. wie die Hundeschlitten. Gut, Kaffee mache ich ja sowieso nicht mehr aus der neuen Welt importieren, das kann ich sowieso vergessen. Oder eben natürlich auch in der alten Welt, wie wir es haben mit den Dampfwägen und so. Das ist auch so das Seltsame, war. Geradezu annehmbar. Dampfwagen, aber mit Dampf wird der nicht betrieben. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Dampfmaschinen hier auch, aber ich brauche gar keinen Dampf dafür. Das sind eben auch solche Dinge. Und Schiff wenn ich mir unter frage, Beschuss. vielleicht wird das noch erweitert in einem der nächsten DLCs. Könnte theoretisch sein. So, jetzt haben wir 47. Ist noch nicht unterwegs, war. Unser Kumpel, Schiff unter der ist gerade auf Beschuss. dem Rückweg mit lediglich 10. Jetzt kommt er noch mit 10 daher. Ja, also, nee, das wird nicht reichen, wir müssen noch ein bisschen mehr machen. Aber es war ein interessantes Experiment, das auf alle Fälle. So, hätten das also schon mal gemacht. Wir haben hier noch ein paar Luftschiffe. Auch die brauchen nicht alle. Eines sowieso, also sicher, weil ich muss irgendwie hier hochkommen. Aber das andere könnte man auch in andere Welten schicken. Weil kann natürlich auch, weil sowieso Land zu Land, sage ich jetzt mal, ist. Kann ich auch hier einfach irgendwie normales Handelsschiff rüberschicken. Als ob Wäre auch kein Thema. Sorgen hätten. Den brauchen wir dann auch nicht mehr, weil es nicht viel bringt, den noch in Betrieb zu haben.
Ja, auch hier Kohle haben wir weit genug Kohle. Jetzt gehen wir auch noch abreißen. So. Generell habe ich hier nur diese Güter. Ist das soweit korrekt? Gänsefedern machen sie ein bisschen wenig, jo. Wir müssen aufhören. Die Robbenfängerei. Ne, warte mal. Die brauchen wir sogar noch, weil das war ja sowieso etwas, was wir noch machen wollten. Ich genug Anbaufläche. Oh, mal schauen, da geht schon. Ich brauche sowieso nicht viel, also insofern ist kein Problem. Abgesehen natürlich von meinem Fazit für diese Folge, ein bisschen zum Erklären, was sonst noch kommen wird in der Zukunft, falls überhaupt. Eben kann ja auch sein, dass ich nachher sagen, ich habe gar keinen Bock mehr auf 1800 und jetzt kommt das Land der Löwen gar nicht. Ich habe mir etwas ausgedacht. Gott sei Dank. Was ich zwar nicht glaube, es geht mir wirklich darum, dass er mir jetzt sagen muss, hey, wir haben es schon so lange gemacht und eine Pause ist jetzt echt mal dringend nötig. Allgemein einfach, für uns alle. So, was natürlich aber auch nötig ist, ist, dass wir noch ein bisschen was arbeiten. Wir haben hier nämlich die Beerenfelder. Und da, der macht 100, die sind alle auch betrieben. Wir haben auch genug Kohle, glaube ich. Hier sogar, oh, da ist eher ein bisschen lame. Wobei halt, wir haben ja die Produktion. Hier ist natürlich einfach 108 haben wir. Aber hier ist es ziemlich voll. Das heißt, hier brauchen wir nicht mehr sehr viel. Wir haben hier den Wald, wir haben den Wald. Ja, auch hier müssen wir vielleicht noch ein bisschen was optimieren. Aber es ist sowieso ein bisschen seltsam, dass man das nicht irgendwie auch, keine Ahnung, ersetzen kann. Zum Beispiel statt Kohle läuft er halt auch mit Gas. Wäre auch eine Option, die man sich in späteren DLCs überlegen könnte. Es mangelt an Arbeitskraft. Oder sonst irgendwie auf eine Art und Weise. Das zu ersetzen. Und ein Kohlebergwerk, das sind, ja, vielleicht gibt es in der Arktis halt keine. Kann ja auch sein. So. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, wir haben Bärenjagdhütten, Robbenfänger rein. Das heißt, wir haben hier alles. Dann kommen Parkerschneider rein. Ich habe 3 Bärenjagdhütten. Jetzt machen wir auch 3 Parker-Dinger. Eigentlich ja logisch. Gucken natürlich nach irgendwie. Bauen die mal so hin, wa? Haben wir 3 Stück. Das geht sogar von Arbeitskräften noch auf. Wir brauchen dafür die Techniker. Perfekto. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen sauer, beziehungsweise die Kohle geht runter. Wegen den Ausgaben. Der Nicht-Angriffspakt wurde beendet. Jetzt noch ein bisschen gucken. Wir haben so viele Schlafsäcke. Da geht eigentlich alles hoch. Ja, Pemmikan ist auch soweit gut. Vielleicht sogar noch ein bisschen. Ja, noch mehr Häuser machen. Gucken, weil hier haben die Polarwacht. Die geht zwar schon bis da hoch, aber eben noch nicht ganz so weit, wie man es vielleicht gerne hätte. Es soll doch ein Ort sein, wo es noch relativ warm ist. So, machen wir auf Highspeed. Ja, also eigentlich das letzte, was ich noch in diesem Let's Play machen wollte, glauben, dass ich hier bin. ist tatsächlich jetzt noch das letzte Produktionsgut für die Techniker zu machen. Also hier, Parkas. Weil wie gesagt, Kaffee will ich nicht machen. Das zu transportieren und Hundeschlitten würde ich mir dann doch noch aufsparen, so als kleine Motivation, dass ich mir irgendwann vielleicht so im halben Jahr noch so sage, hey, nee komm, ich muss da nochmal 1800 dann in das Land der Löwen, sprich das zweite, ja das letzte DLC und zweiten Season Pass raus ist, und das dann noch machen, genauso wie hier, mit den Investoren, deswegen ist die Kohle runter im Kaffee. Eben auch, dass man mit Kaffee irgendwie guckt, dass er noch mehr optimieren kann, was eigentlich nicht möglich ist, müssen wir auch ganz ehrlich sein. Dass er irgendwie Dampfwagen produzieren kann, weil auch das ist halt ein Problem, den wir mit der Kampagne haben. Wir wurden getroffen. Zahlen Sie und das hier endet sofort. Ein Schiff wurde zerstört. Oh nein. Schiff unter Beschuss. Seit wann ist er eigentlich so episch darauf? Neue Ziele?
Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen Eine der Explosion erschüttert eine Nebeneffekt vom ihrer Ganzen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wisst was, Leute? Ich glaube, ich mache sogar so, dass ich diese Folge gar nicht speichere. Ich nehme jetzt die Ganze mal auf und so, aber wir werden dann, wenn es dann doch irgendwie weitergeht, wird es nicht hier weitergehen, weil es geht ein bisschen sehr viel kaputt auf einmal. Und ich habe keine Lust, das noch in den letzten paar Minuten also reparieren zu müssen. Vor allem, was mache ich in der neuen Welt mit dem Schiff? Warte mal, vielleicht kann ich das gar nichts kaufen. Ne, vielleicht gar nicht mal so schlimm. Ich war jung, als ich der Bewegung beitrat. Sie haben an Einfluss gewonnen. So, warte mal, das war die hier, der hier, war. Schiff Rückbauer unter Schiffe. Beschuss. Ja, jetzt gucken wir das vielleicht mal langsam ein bisschen abstellen. Wie heißt denn der? Achtung, Admiral anwesend. Schiff unter Beschuss. Was haben die ein Schiff gekauft? Alles gelöscht. Die Gruppe ist ganz schön einsam. Ich wollte eigentlich ein normales Segelschiff. Mein Bruder kämpfte gegen La Corona wie ein Stier. Er wurde... Die Flammen wurden gelöscht. Schiff unter Beschuss. Okay, ja, man sieht, es gerade wieder ein bisschen viel los mangelt hier. an Arbeitskraft. Was du nicht sagst, ja, mangelt ja an allem. Scheiße, ich brauche 4. Ich brauche ein Schiff was mit 4, aber wieso verkauft ihr mir keine Segelschiffe? Warum? Was soll der Quatsch? Ja, wisst ihr, solche Schiffe verkauft sie, was mir aber nichts bringt. Ich brauche Segelschiffe. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Noch schwimmen wir. Was ist mit ihm hier los? Unzufrieden. What the fuck, wieso ist plötzlich so... Hä, wieso hat es plötzlich so viele... Versuch war Okay, plötzlich werden die ganz, ganz krass. Nee, komm. Nee, wir lassen das, Freunde. Wie gesagt, ich werde da jetzt nicht irgendwie... Ich werde die Folge einfach nicht abspeichern, fertig. Das heißt eben, dann muss... Ja, ich werde es mir notieren, nicht, dass ich mich dann plötzlich wundere, von wegen, wo ist Folge 160 abgeblieben? Also hier, im Spiel selbst. Ob dieser Kampf sich. Auch ich habe Frau und Kind. Die alte Welt. So, weit so, hätte es so. nicht Ich kommen kann mal trotzdem mal ganz kurz noch aktivieren. Ein Schiff wurde zerstört. Das wundert mich weniger. 44. Ah, vielleicht könnte es sogar doch aufgehen, wa? Also zumindest ein Kraftwerk. Nicht die ganze Insel mit 2 Kraftwerken, aber zumindest ein Kraftwerk. Das könnte vielleicht noch irgendwie retten. Oh Mann. So. Also das heißt, Kohle. Ne, jetzt haben wir plötzlich wieder Kohle. Hä? Aber es muss die Kohle sein, die hier fehlt, weil an anderen Orten kann sie nicht fehlen. Spielstand Hier haben wir gespeichert. genug. Ja, danke schön. Spiel fürs automatische Speichern. Hier haben wir auch genug. Und wir haben nur 3 Inseln, also muss es eigentlich hier sein, wo die Kohle theoretisch fehlen würde. Theoretisch. So, bis da hoch kommt auch der Ofen noch. Ja, man könnte vielleicht ein bisschen da, hier und da noch. Ja, würde eigentlich gehen, war das noch ein bisschen besiedeln. Da ist eben, das wurde glaube ich vorhin ein bisschen unterbrochen, was ich erklären wollte, ein bisschen Nachteil, wenn man halt Kampagne, beziehungsweise eben so DLC-mäßig, ne, vor allem die Kampagne, aber auch Story-DLCs, egal. Wenn man die halt allgemein spielt, ein kleiner Nachteil, ist halt die Insel, oder ein Teil der Insel wird dir bereits vorgeben, wenn du darauf zocken musst. Und das ist vor allem jetzt hier, haben wir es ja auch gemerkt, ist das ein bisschen kacke. Zumindest jetzt für mich, weil auch hier wir haben eigentlich nur diese große Insel plus halt noch diese kleine, wo man nicht so viele Leute irgendwie drauf platzieren kann. Ja, und dann halt hier kein Pendlerkai, das ist zum Teil schon scheiße. Also in der alten, also ja, damit ein Pendlerkai, in der alten Welt verstehe ich es zum Teil, weil die Struktur, nicht in der alten Welt, sorry. In der neuen Welt verstehe ich es zum Teil, weil der Aufbau der Inseln doch überall eigentlich ungefähr der gleiche ist. Also sprich, du hast halt, jede Insel hat halt natürlich ihre eigenen Güter, das ist ganz klar. Hier vor allem, dass überall ein bisschen Öl vorhanden ist, okay. Aber vor allem, du kannst jede Insel mit dem Schiff und einem Konto erreichen. Fertig.
Und deswegen also sagen, okay, du musst halt auf jeder Insel musst die beiden Stufen haben. Ja, kann ich verstehen. Hier in der Arktis verstehe ich es weniger, weil eben du hast hier halt auch Orte wie hier oben, Kap Polaris, wo du nur über so einen Zeppelin rüberfliegen kannst. Das heißt, du musst Waren transportieren, weil du hast nicht alle Vorkommen hier und du hast wirklich nur Gas. Das heißt, alles andere muss irgendwie von anderen Inseln kommen. Und dann trotzdem ihnen zu sagen, nö, wir machen ja keinen Pendler-Kai, die Arbeiter sollen gefälligst irgendwie, ja, soll ich auch hier oben ansiedeln. Damit habe ich Mühe. Das ist etwas, was ich ein bisschen missbillige. Also missbilligen einfach sage. Wo ich mir einfach sagen muss, nee, bitte, liebe Entwickler, die Option einbauen, dass man das doch irgendwie noch anders handhaben könnte. Und zumindest hier auch einen Pendler-Kai einbauen kann. Generell, was ist eigentlich was soll so schwer sein, überall in der Arktis, aber auch hier einen Pendler-Kai einzubauen? Also ich persönlich verstehe es nicht. Vielleicht kann man das jemand mal erklären, was hier so die große Schwierigkeit daran sein soll. Äußerst lobenswert. Danke, vor allem, wo habe ich hier eigentlich ein Postamt? Ah, hier, ja stimmt, da ist ja. Okay. Oh. Das war zu vieles Guten. Egal. So. Das kommt soweit alles. Die Parkproduktion läuft auch an. Eigentlich habe ich es deswegen ja hier so angeteasert. Ja, eben hier ist halt das Problem der Kohle, war, weil es dauert eine Weile, bis der Junge hier kommt von der Südsee. Da bringt auch ein bisschen zu wenig Kohle. Vielleicht müsste dann nochmal das zweite Kohlebergwerk anfeuern. Also man sieht, hier gibt es noch einiges zu tun. Und generell hier mit dem Einfluss aber jetzt wieder weniger. Ich nehme an, das liegt in der Bevölkerungszahl. Weil ich habe eigentlich jetzt nichts Spezielles gebaut. Ah doch, ja, und du hast Schiff gekauft. Doof. Schiffe, ja, die Schiffe. Ja, eben auch hier. Ein Schiff, muss man vielleicht sagen, gerade solche Gebiete wie in der alten Welt, wo ich nicht so viele Kriegsschiffe so habe, oder generell die Kriegsschiffe einfach abziehen. Ich meine, müssen wir ganz ehrlich sein, Leute. Wir haben schon ein Thema gesehen. Ich weiß, ein paar wieder längst vorbei, aber sowieso der letzte für eine längere Zeit. Warum nicht einfach Luftschiffe einsetzen, plus Kanonentürme, bzw. die ganzen Geschütze für die Inseln und gut ist? Wenn du ein paar Geschütze hast, du bist unbesiegbar. Du brauchst eine riesige Armada an Schiffen, um die einzunehmen. Und was ich ein bisschen schade finde, im Gegensatz zu Anno 1404 oder vor allem 1701 auch, du hast keine Landtruppen mehr, oder beziehungsweise Bodentruppen, die du in eine Insel setzen kannst. Es gibt ja keine Trotzburgen mehr, mit denen du irgendwie etwas machen kannst, so. Also generell das Militärwesen, eben auch, wo es darum ging mit den Luftschiffen, dass man die irgendwie auch abschießen könnte. Ich glaube, in der Geschützstellung, du kannst nicht abschießen, das hieß ja damals explizit, wo wir das erste Mal eingebaut haben, so ein Zeppelin, hieß es explizit, ja, nö, gibt zurzeit noch keine Möglichkeit, die abzuschießen. Das war ja so, eigentlich so ein Teaser von wegen, hey, es könnte ja mal sein, dass es doch nicht möglich ist. Deswegen eigentlich kannst du alle Kriegsschiffe in die Tonne treten, alle Handelsschiffe durch Luftballone, also Zeppeline ersetzen. Und das wäre etwas, wo ich echt sagen würde, falls irgendwann doch mit Anno 1800 hier in diesem Let's Play oder in diesem Spielstand, whatever, weitergeht, wo ich mir dann sage, nö, komm, das bereite mal so alles vor, dann starten wir das DLC, das Land der Löwen, wieder eine neue Story, natürlich neue Produktionsgüter, alles mögliche, einfach alles neu zum Entdecken. Und plötzlich seht ihr, hey, der Michael, der hat ja alles schon umgesetzt. Der hat, also die alten Dinge, er hat irgendwie hier, keine Ahnung, alle Kraftwerke durch Gas ersetzt. Er hat die Gasproduktionsdinger, also die Produktionsstätte, eine Förderstätte heißt, Entschuldigung, die Förderstätte generell ausgebaut. Er hat alle Handelsschiffe durch Luftschiffe ersetzt. Und alle Kriegsschiffe abgebaut, weil du brauchst sie dann gar nicht mehr, ist ja logisch. Jede Insel nochmal abgehärtet bzw. vorgesehen mit Kanonentürmen und so weiter und so fort, um sie zu schützen. Das wäre eigentlich das Nonplusultra, was ich mir irgendwie noch so ein bisschen vorstellen könnte. Zu tun. Wobei eben, dass ich irgendwie sage, hey komm, überall Gas statt Öl. Nee, ich glaube das ist eher weniger. Das wäre ein großer Einschritt. Vor allem ein großer Einfluss. Beziehungsweise würde einfach viel kosten.
So. Egal. Parkas, das steigt jetzt nämlich auch. Sehr gut. Pemikana, ja auch genug. Ja. Jetzt bist du dran. Meine Hände sind für. Du kannst schon los. War noch ein bisschen zu gucken. Ja, genau, das mit den Items hier, dass man das auch noch ein bisschen anschauen würde und ich mir auch Pläne mache. Weil es gibt sicher irgendwelche Items, die ich dann für die Gaswetterstätte einsetzen könnte. Oh, da ist er. Warte mal. Nate war. Wo war Nate? Hier. Ja, genau um die Ecke. Ich habe Bärenfell, Hundefell, Katzenfell. Ich kann mich erinnern, es gab irgendwo etwas, womit Wir konnten ich... einfach nicht länger warten. Ja, mach nur. Es gab etwas... Bedürfnismalus, ja. Nee, es gab etwas, womit ich auch das mit dem Gas... Grünlicher Billardtisch. Oh Mann. Ja, aber ihr seht, es gibt ja so verdammt viel. Das kann man noch alles irgendwie updaten und so. Ich mag, dass die Inuit alle Teile des Tieres verwenden. So ein Luftschiffheber wäre natürlich etwas. Also vor allem dann bräuchte, wenn ich die Region wechsle. Das müsste man bei uns auch noch optimieren, weil wir haben zwar 3 Zeppelin insgesamt. Aber eigentlich der Zeppelin, der hier unterwegs ist, der hat das. Was eigentlich eher unsinnig ist, müsste der sein, der zwischen Welten hin und her kurft. Du hast sowieso, ja, und Kohle, ja, eben. Da ist sicher, dass das noch ein bisschen ausbauen könnte. Nach einem langen... Guck mal an, ist schon mal behaglich, er braucht nur noch Kaffee und dann würde es noch besser gehen. Na, theoretisch an der Kohle müssen wir noch ein bisschen mehr angucken, sprich vor allem müssen wir auf die Investoren zu. Dann noch ein bisschen mehr machen, Jornaleros, Obreros. Ich glaube hier auch die Techniker, klar kriegen wir noch ein bisschen Kohle raus, aber jetzt nicht so viel, dass es lohnen würde. Glaube ich zumindest. Die fette Kohle kriegst du natürlich schon eher bei unseren geliebten Investoren. Das ist wohl so. Aber ja, schön, heißt auch das hat funktioniert. Der ist halt der hier wieder, weil jetzt hier ein bisschen Kohle fehlt. Ich glaube, davon haben wir erstmal genug. Ja, das glaube ich auch. Gut, Freunde. Dann würde ich doch mal sagen, und nicht verzagen, zumindest nicht dieses Mal, dann gehen wir ganz kurz herunter, da kann man die Spielgeschwindigkeit auf normal stellen. Erst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr trotz aller Widrigkeiten, trotz allen vielen ungeplanten Pausen bei diesem Let's Play immer wieder dran geblieben seid, immer wieder Spaß hattet, hoffe ich zumindest. Aha, sehr schön, macht weiter. Da in den Zeppelin, in der Nähe, da oben. Und ich hoffe eben, dass es euch soweit auch gefallen hat und dass wir je nachdem... So, was ich vorher eigentlich bin. Scheiße. Moment. Sorry. So war es nicht geplant. Ich wollte eigentlich... Ah, hier. Doch, hier stimmt schon. Genau, und trotz aller Widrigkeiten, Fuhrparker Factory. Geil. Wer bist du? Bist du irgendwie jemand, der eine Seuche verbreiten will? Okay. Ein Assassine war das. Eindeutig ein Assassine. Oh Mann. Hier, Parkas, geil. Und ja, dass ihr eben trotz allem Spaß hattet. Und dass ihr vielleicht auch so gespannt wie ich seid. Hinsichtlich halt den nächsten DLCs, die kommen mit dem 2. Season Pass. Dem Land der Löwen, was es alles für Optimierungen geben wird. Jetzt nicht von meiner Seite her, was ich jetzt hier noch alles im Spiel optimieren möchte. Sondern vor allem Optimierungen bezüglich ja, Spielperformance oder eben auch so mit dem Pendler. Keiner, ob ihr auch der Meinung seid, dass man vor allem hier oben noch sowas hinbauen könnte. Bäume sehen schon scheiße aus, aber egal. Weil für den Arktis finde ich jetzt ein Pendler wäre doch sehr, sehr notwendig noch. Und vor allem frage ich mich halt, wie es generell dann sein wird. Da wäre das Schiffchen. Was wird uns das Land der Löwen noch bringen? Was wird uns die Anno-Zukunft generell noch bringen? Die Einwohner sind unzufrieden. Und je nachdem kann es sogar sein, dass das nächste Let's Play der Anno-Reihe jetzt nicht mit dem Land der Löwen vorgesetzt wird, beziehungsweise mit Anno 1800 generell, sondern vielleicht sogar wieder Anno 1404 oder Anno 1701, dass wir in die Richtung gehen werden. Hallo Kumpel, na wie geht's so? Und weg ist er. Der steigt auf und geht. Aber ist schon geil, das so zu sehen. Ah, schön, schön. Ja, trotz allem her, wenn ich jetzt immer wieder ein bisschen gesagt habe, das stört mich am Spiel, das stört mich, bla bla bla. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viel, was geil ist. Und vor allem das mit dem Einflusssystem, das muss man halt erstmal ein bisschen begriffen haben, dass es anders ist als bei anderen Anno-Spielen.
Hat mir ein bisschen gedauert, bis ich das geschnallt habe, das stimmt. Aber auch das generell ist eigentlich mal ein Grund, um zu sagen, hey, Anno 1800 macht auch mal ein komplett neuen Spielstand wieder. Ohne Story, sag ich jetzt mal. Natürlich auch mit neuen Gegenspielern. Vor allem auch den coolen neuen Gegenspieler, die es ja mittlerweile auch gibt. Ach ja, man könnte noch vieles machen. Aber eben, was das nächste Let's Play in der Anno-Reihe sein wird, keine Ahnung. Ob es hier weitergehen wird mit dem zweiten Season Pass, ob es komplett neuer Spielstand werden wird, ob es anderes Anno sein wird, kein Plan. Ich weiß nur, ich brauche eine Weile Pause und ich bin eben froh, dass ich noch einige Dinge mir offen gehalten habe, so Kleinigkeiten vor allem, wo ich mir aber trotzdem sagen kann, hey doch, das wäre eigentlich wieder mal ein Grund, so vielleicht ein paar Monaten zu sagen, hey, ich spiele wieder mal Anno und mache das Ganze doch mal und eben auch neuen Produktionsgüter mit Dampfwagen, Hundeschlitten. Da gäbe es dann doch noch sehr, sehr viel zu tun. Jo, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, schon wieder. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim neuen Anno-Abenteuer, welches es auch immer sein wird. Bis dahin, ciao zusammen.